Heute ist Geburtstag, genau, und darum ist die heutige Geschichte die Geburtstagsgeschichte. Der Lulu ist schon mega nervös. Er liegt zwar noch im Bett, aber einfach nur, weil er angestrengt nachdenkt. Er studiert und studiert und studiert, was er denn eigentlich dem Bub schenken soll. Er hat ihn ja so fest gern. Er hat ihn so fest gern, das kann man gar nicht erklären, wie fest. Etwa bis 100 Mal zum Himmel rauf und wieder zurück. Ja, und was schenkt denn so ein Stofftierli eigentlich an einem Kind? Der Lulu ist ganz verzweifelt. Er weiss nicht, was er machen soll. All Jahr ist es wieder das gleiche Problem. Und da ist er gerade froh, dass der Robby um die Ecke kommt. Der ist nämlich auch schon aus dem Bett geschlafen vom Mädchen. Und will zum Lulu kommen, weil er ja weiss, dass der Lulu schon seit Tagen sich immer wieder fragt, was er eigentlich dem Bub schenken könnte. «Hallo, Lulu! Komm, wir gehen auf! Sie schlafen alle!» «Miau! Ja, ich komme! Das ist gut, das lenkt mich ein bisschen ab von meinen Sorgen rund um das Geburtstagsgeschenk.» Der Robby hat auch keine Lösung. Aber er überlegt sich jetzt etwas. Und sagt zum Lulu: «Komm, wir gehen mal ein bisschen rausschauen. Vielleicht finden wir draussen eine Lösung für das Problem.» Also kommt der Lulu zum Robby her und sie hüpfen wieder mal auf eine Fensterbank. Das machen sie immer, wenn sie gerade nicht wissen, was sie machen sollen oder wenn sie keine Idee haben. Dann schauen sie einfach mal ein bisschen raus. Und heute ist es wieder ganz eine ruhige Nacht. Meinen sie? Ja, sie meinen das nur, weil heute passiert noch etwas ganz Spannendes. Ja, es ist ja schliesslich die Nacht vor einem ganz wichtigen Tag, also kann das ja nicht einfach so eine gewöhnliche Nacht sein. Also sie sehen schon, dass es draussen klirrend kalt ist, weil der Himmel ist so klar, dass die Sterne wie winzige Diamantchen funken. Und wie sie da so rausschauen, sehen sie, dass plötzlich etwas leuchtet. «Hey, Lulu, hast du gesehen, was das ist da? Etwas Glänziges, Glitzeriges. Und es leuchtet so farbig.» Der Lulu sieht so. Und tatsächlich sehen sie jetzt gerade, wie ein glitzeriger Sternenschweif über den Himmel zieht, der in den Farben vom Regenbogen schimmert. «Miau, das ist ein Komet», erklärt der Lulu. Der kennt sich gut mit diesen Sachen aus. «Ja, der sieht aus, als würde er etwas verlieren. Schau mal, Lulu.» «Hä?» Sie kommen nicht raus. Sie sehen einfach, wie jetzt etwas von oben runterfällt. «Komm, wir gehen schauen», sagt der Robby. «Miau, also, aber wir müssen schnell machen. Es ist eisig kalt draussen», sagt der Lulu. Die beiden schleichen jetzt vorsichtig zur Katzentür. Der Lulu hilft am Robby mit einem Schubs über den Balkon und sie landen sicher im Garten. Von dort aus führt ein Weg über die verschneite Strasse in Richtung Aare. Ja, du hast richtig gehört. Es hat wieder geschneit. Und der Garten ist wieder in eine weisse Watte gepackt. Und auch der Fluss. Und wo sie das Ufer erreichen, sehen sie es. Etwas schimmert und glitzert im Schnee. Genau da, wo vorhin der Kometenschweif den Boden berührt hat. «Das sieht aus wie so ein Sternenstaubklumpen», ruft der Robby.
und hüpft aufgeregt hin und her. Und der Lulu kommt jetzt näher her. Der funklige Klumpen scheint fast zu schweben. So leicht ist der. «Oh, der ist ja ganz warm», sagt der Robby, wo er fein und vorsichtig seine Flossen ausstreckt. «Miau, vielleicht können wir das ja auflöpfen», sagt der Lulu. Und kaum, dass sie es berühren, breitet sich ein feines, goldiges Licht aus. Und es fühlt sich so an wie eine warme Umarmung in dieser kalten Winternacht. Und plötzlich ruft ein leisliches, klares Stimmli: «Merci!» «Oh, wer war das? Was war das?» sagt der Robby erklüpft. «Ich bin der Stern, den ihr gefunden habt», sagt das Stimmli. «Ich habe meinen Schweif verloren. Und der wäre fast verschwunden. Aber ihr habt mich gerettet. Im allerletzten Moment.» «Miau, was machst du denn hier unten?» fragt der Lulu, gewundrig. «Ich bringe das Licht in die dunkelste Nacht», sagt der Stern. «Aber der Wind von der Rauhnacht hat mich aus meinem Kurs, aus meiner Spur geworfen.» «Oh nein, der Wind von der Rauhnacht, was ist denn das? Der ist also gar nicht freundlich, hä? Können wir dir helfen?» fragt der Robby. «Ihr habt mir doch schon geholfen. Ihr habt mich berührt. Und darum kann ich wieder zurück an meinen Platz am Himmel gehen.» Die zwei kommen nicht raus. Sie sind Kuscheltiere und verstehen nicht so viel von einem Platz am Himmel und warum dass man, wenn man berührt wird, wieder dorthin kann. Aber ja noch, sie glauben dem Stern, weil sie sehen, wie der Sternenklumpen langsam sich bewegen und sich vergrößern. Und jetzt schwebt er vor ihnen in der Luft. Immer höher. «Danke, Lulu und Robby», sagt das feine Stimmeli und will noch etwas wissen. «Was kann ich euch Gutes tun? Habt ihr einen Wunsch? Ihr habt mir geholfen und ich helfe euch, wenn ihr wollt.» «Oh, das ist ja super! Das ist das Beste! Der Lulu hat nämlich ein riesengroßes Problem. Lulu, sag dem Stern dein Problem», sagt der Robby. «Miau! Nein, das ist nicht so schlimm. Finden dann schon eine Lösung.» Oh, aber der Robby ist nicht einverstanden. «Lulu, jetzt ist doch der Stern da. Und jetzt hat doch der Stern gesagt, er würde dir einen Gefallen machen. Oder ein Geschenk. Oder etwas Gutes tun. Das hast doch du gehört, oder?» «Miau, ja schon, aber weisst, für mein Problem gibt es keine Lösung, gell?» «Oh, du lieber Luchs, das stimmt nicht. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Man muss nur so fantasievoll sein, um die Lösung zu finden. Was hast denn du für ein Problem? Vielleicht kann ich ja helfen.» «Miau, ja, jetzt hat doch der Bub, den ich ihm höre, der hat eben heute Geburtstag. Miau. Und ich habe jedes Jahr immer das gleiche Problem. Ich weiss nicht, was ich ihm schenken kann. Ich bin doch ein Stofftier. Ich kann doch nicht in den Laden etwas kaufen und am Bub schenken. Miau. Und ich möchte ihm gleich irgendetwas geben. Verstehst du? Miau. Oh, du lieber Luchs. Weisst, mir geht's genau gleich. Ich bin da oben am Himmel und ich kann auch nichts kaufen. In einem Laden. Ich kann auch niemandem so ein Geschenk machen, wie die Menschen sich machen. Aber weisst du, was ich gemerkt habe? Miau, nein, sagst mir's? Ja, ich sage dir das gern.
Ich habe gemerkt, dass ich einfach, wenn ich leuchte, ganz selber ein Geschenk bin. Weil die Menschen haben Freude, wenn sie mich sehen. Und manchmal wissen sie nachher, wodurch sie gehen sollen, weil sie den Weg finden, wenn sie ein Sternenbild erkennen. Und so bin ich selber das Geschenk. Verstehst du? Oh, das ist eine gute Lösung. Oh, das ist die beste Lösung. Du bist einfach selber das Geschenk. Oh ja, aber wie soll ich das machen? Ich kann mich ja nicht selber schenken. Ich gehöre ja schon ihm. Miau. Nein, du verstehst es nicht. Ich erkläre es dir. Es ist doch nicht so schwierig. Du bist jeden Tag für ihn ein Geschenk, weil er dich gerne hat. Und weil du ihm einen guten Lohn machst. Wenn er mit dir ist, geht es ihm gut. Und wenn er nicht mit dir ist, dann fehlst du ihm. Und darum bist du doch jeden Tag sein Geschenk, oder etwa nicht? Nicht nur am Geburtstag, sondern an jedem Tag. Stell dir mal vor, was das für ein Geschenk ist. Miau. Ja, eigentlich hast du recht. Ja, eigentlich habe ich ganz sicher recht. Und weisst du was? Wir könnten hier den ganzen Tag einen schlechten Lohn haben und Stress haben und weiss nicht was, alles rumrennen und rumstürmen. Dann wären wir kein Geschenk für die anderen, das ist klar. Aber Lulu, wir zwei, wir sind ja immer gut gelaunt. Ja, fast meistens. Und darum sind wir doch sicher ein Geschenk, so wie der Stern. Das glaube ich ganz fest. Und schau doch mal dich im Spiegel an, wie du abgeliebt bist. Du bist ja ganz verschudert, weil er dich immer hebt und überall mit herschleift. Ja, genau. Miau. Das könnte ja gerade wahr sein. Und ab dem Gespräch, das sie haben sie gar nicht gemerkt, dass der Sternenschweif schon lange auf dem Weg ist, für rauf an den Himmel zurück. Er ruft noch von oben ab. Merci, ihr lieben Freunde, ihr seid wirklich ein Geschenk. Nicht nur für euch und auch nicht nur für eure Kinder, sondern für die ganze Welt. Oh, wie hat er echt das jetzt gemeint, der Stern? Da komme ich jetzt auch nicht raus. Aber ist ja gleich. Wollen wir wieder rein? Es ist jetzt doch wieder ein bisschen kalt, jetzt wo der Stern nicht mehr da ist. Und jetzt gehen die zwei wieder in die Wärme rein. Sie hatten genug Erlebnisse heute Nacht und schleichen dann wieder zur Katzentüre rein. Der Lulu ist erleichtert. Kannst du jetzt gut schlafen, hä? Weisst jetzt, was dein Geschenk ist für einen Bub? Miau! Ja, ich weiss es. Ich muss mich nur noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich selber das Geschenk bin für ihn. Aber ich tue mich dann schon daran gewöhnen. Und so sagen sie sich Tschüss, die zwei, und Gute Nacht und schlafen wieder zu den Kindern ins warme Bett hinein. Oh, ist das schön weich und kuschelig dort drin. Sie schlafen sofort ein, mit einem freudigen Herz, weil sie wissen, wenn sie am Morgen aufwachen, dann schwebt das Glück in dieser Wohnung. Das Geburtstagsglück. Gute Nacht.